Night fast live aus dem Maskott. Heute mit Patti Basler und mit mir, Agota Dimen. Und da ist der Regenbogen nach dem Donnerwetter, Dominik de Vil. Hallo, merci vielmals hier live im Maskott und auch ihr daheim sind herzlich gegrüßt. Halb live zu dieser wunderbaren Show Deville Late Night. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Agota freut sich auch. Schaut mal, dass ja, ich bin Ausländerin. Ja. Also, ich habe es falsch gesagt. Agota freut sich, dass sie noch da ist. Das muss ich vielleicht so sagen. Was uns weniger gefreut hat, ist am letzten Wochenende sind Agota und ich an einer sehr speziellen Veranstaltung gewesen. Und zwar sind wir an der Privalo-Verleihung. Die es nicht wissen, Deville Late Night ist nominiert für den Privalo zusammen mit Wilder. Ja, mit der Serie. Und ich meine, Entschuldigung. Entschuldigung. Also wäre so das Hobby Twin Peaks oder oder Hobby Jimmy Fallon, das ist doch völlig klar, dass wir den Preis werden machen. Wir haben uns auch gedacht, wir wollen eine spezielle Aktion starten. Also, wir tun so um den Bahnhof herum, sammeln wir alle Penner, Striche und Ex-Junkies ein. Das war eine Idee. Und tun dann so billige Anzüge und Abendkleider anlegen und schicken die stattdessen uns dort hin. Das war eine Idee. Aber wir hatten natürlich kein Geld und keine Zeit. Und dann sind wir einfach so gegangen. Und ich bin jetzt mega froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil wir sind in den Saal reingekommen. Gell, Agota? Und dann dachte ich, Gott, alle anderen haben die Idee auch gehabt. Ja? Das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber die Monika Kählin, das ist ja die das organisiert, der Privalo, seit vielen, vielen Jahren. Die ist auf die Bühne gekommen und hat wirklich als erstes erzählt, so off the record, hat sie erzählt, hey, der Privalo ist jetzt steuerfrei, steuerbefreit. Warum? Vielleicht weil es ist so eine gemeinnützige Organisation. Vielleicht ist es eine Wohltätigkeitsveranstaltung, habe ich gemerkt. Für alte Stars, die sich einmal im Jahr aufwärmen im Skiwerferlicht. Es gibt etwas Warmes zu essen für einmal, ja. Es ist dann auch wirklich liebevoll, sobald die Veranstaltung fertig ist, ja, alles im Kasten ist, werden dann auch die Tische und Stühle weggeräumt. Es werden so Militärschlafsäcke ausgerollt, und dürfen alle noch übernachten dort. Sehr schön. Privalo ist so ein bisschen der Fußbus von der Schweizer Showszene. Ja, wir haben dann gedacht, komm, eine andere Idee, dass wir nicht so lange ausharren, weil es geht wirklich ewig, die Show. Haben wir gedacht, am Anfang, wir gewusst, ganz am Anfang kommt Filmproduktionen, Privalo Filmproduktionen. Und wir sind aber nominiert für Fernsehproduktionen, die etwa 2 Stunden später stattgefunden haben. Haben wir gedacht, komm, wir gehen einfach hinten, im Dunkeln, dort hinter der Bühne und tun die beiden Preise austauschen. Das heisst, dass dann der Typ, der den Kleber abnimmt und das muss verlesen, dass er gerade liest, gewonnen hat Deville Late Night, ja, wo dann drauf steht und alle so «Uah» und so. Aber dann wissen wir schon, dann können wir anfangen zu saufen. Das war so unsere Idee. Er hat das wirklich gemacht. Und schau jetzt, so ist es rausgekommen. Wir haben hier eine Aufnahme von Privalo. Der Gewinner in der Sport- der Filmproduktion heisst Wilder. Sehr frustrierend für uns. Jedenfalls haben wir angefangen zu saufen. Ja, wir haben einfach versucht. Ich dachte, also gut, wir wissen, Wilder gewonnen. Wir kommen angefangen zu saufen. Ich weiss nicht mehr wirklich viel von diesem Abend. Ich weiss irgendwie, ich habe total wild mit der Caroline rumgemacht. Das weiss ich. Welche Caroline? Die vom Klibi. Ja? Also ich habe mich einfach an seiner rechten Hand gerieben. Ja, wahr, ja, wahr. Das hat schon gelangt. Ich weiss nicht mehr viel von dem Abend. Ich bin am nächsten Morgen verwacht, irgendwo in einer Gosse, in diesen Studios. Und bin, unverständlicherweise, ich weiss nicht, wie es gelaufen ist, aber ich bin jetzt offiziell in Miss Schweiz. Ich weiss nicht, wie es gelaufen ist. Das ist schon gesehen. Wie hat es dir gefallen, Agota? Privalo? Nein, warum nicht? Was? Ich habe gesehen, dass Glanz und Gloria eine neue Moderatorin hat. Die sind auch dort, klar. Ja, und dabei wollte ich das werden eigentlich. Aber Stimmt. Ja, eben. Ich habe mich auch... Ja. Ja, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich meine, ich will nicht von dir in die Rente gehen.
Okay, Ja. schauen wir mal das Film. Hallo Glanz und Gloria, ein kleines Vögelchen hat mir gerade gezwitschert, du hast eine neue Moderatorin. Aber wieso hast du dich nicht bei mir gemeldet? Ich hätte da die perfekte Frau für dich. Was ist? Du glaubst mir nicht? Dann hör mal, was meine Freunde über mich sagen. She's my joy, and she brought my new joy. I think that she's going to do amazing things with her life. Ich gebe zu, sie ist meine Tochter. Morgen kommt sie wieder zu mir Spaghetti essen. She will be so beautiful and elegant and good from the heart. Aber nicht nur die Promis lieben mich, auch das einfache Volk küsst mir die Füße. Noch nicht überzeugt? Dann komm mit ins Glanz und Glory Hall. Agota ist so vielseitig. Schau, vorne, hinten, oben, unten, alles da. Aber es gibt noch mehr Agotas. Das hier ist Partygota. Sie kommt überall rein. Und das hier ist Fotogota. Sie macht die besten Schnapsschüsse. Und das hier ist People Gota. Sie kennt alle. Interview Gota. Sie hat eine Brille und stellt die harten Fragen. Sind Sie Sexualtäter? Wie alle? Das hier ist Begota. Denn wer Agota sagt, muss auch Begota sagen. Siehst du? Agota. 5 Buchstaben für die totale Unterhaltung. Ich bin perfekt und ich bin freundlich. Verdammt freundlich. Ich bin der lila Launebär. Mir wächst ein Regenbogen aus dem Popo und ich esse Clowns zum Frühstück. Also, Glanz und Gloria, ich warte auf deinen Anruf. Wir werden beide nicht jünger. So. Nachdem das geklärt ist, kommen wir zu den wirklich wichtigen Fragen von dem doch jetzt schon recht vergangenen Jahr 2018. Die wichtigen Fragen sind nicht Palästina oder Israel oder Trump oder Daniel Stormy oder auch nicht sein oder nicht sein oder Migro und Coop. Nein, die wichtigen Fragen oder die wichtigste Frage im Augenblick, die sich die ganze Welt stellt, ist doch klar: Gianni oder Laurel? Ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat. Anscheinend nicht, aber ich will ganz schnell aufklären. Es hat hier jemand ein Sprachfile aufgenommen und ins Internet gestellt. Und die Welt fragt sich seither, sagt die Stimme in dem Sprachfeld Gianni oder sagt sie Laurel? Versuchen wir es mal aus. Können wir das Sprachfile mal hören? Jerry. 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 So, wer hat Laurel gehört? Hand hoch. Okay. Wer hat Gianni gefragt? Hand hoch. Was? Wer hat Laurel gehört? Hand hoch nochmal. Ich auch, Laurel. Wer hat Gianni gehört? Also, ihr seht, das ist total schräg. Jetzt hat man das erforscht und man hat herausgefunden, dass es wirklich 2 Arten von Leuten gibt, die verschiedene Namen hören. Und zwar gibt es Leute, die sehr intelligent sind, die hören Laurel. Ja? Wir machen jetzt den Test nochmal. Komm, können wir nochmal hören? Jerry. Danke. Jerry. Danke. Wer hört Laurel? Nochmal Hand hoch. Wer hört Gianni? Ihr wüsstet jetzt wieso. Ja? Das ist sehr spannend. Wir haben dann weiter geforscht, haben auch herausgefunden, dass es für einzelne Gruppierungen von Menschen, gerade in der Schweiz, für einzelne Kantone auch so Files gibt. Ja? Kann man mal eins hören? Fondant. Das ist aus dem Wallis. Ja? Da hört man entweder Fondant oder Fondue. Das sind die beiden. Haben wir noch so ein File? Aua. Aus dem Kanton Bern. Ja, es gibt Leute, die hören Aua, andere hören Gölle. Ja, das ist so. Dann haben wir noch etwas, das wirklich gesamtschweizerisch funktioniert. Schnell bitte. Roger. Einige hören hier Jesus. Ja?
haben wir festgestellt. Was sicher ist auch, ist, ich glaube, der Name. Ja? Der Kindername 2018, der beliebteste Kindername 2018, wird ganz sicher Laurel sein. Weil du als Kind später selber entscheiden, Moment oder Bibel, das ist sicher klar. Wir haben dann im Internet ein bisschen weitergeforscht und da hat wirklich jemand den Sprecher, der den Sprachfile aufgenommen hat, ja, hat den gefunden und hat dann natürlich die Frage gestellt, was hast du gesagt, Janni oder Laurel? Dass das einfach mal geklärt ist. Und dann hat er geantwortet, Laurel. So, jetzt haben wir das geklärt. Danke. Weiter erfreuliche, also wirklich ein unmögliches Ding. Ein unmögliches Ding ist ja noch passiert. Eine Schlagzeile haben wir lesen. Seit dieser Woche ist der Federer, haltet euch fest, wieder Nummer 1. Wow! Das ist aber speziell, weil der Federer hat in den letzten 2 Monaten nicht einen Tag Tennis gespielt. Ja, also ich habe mehr Tennis gespielt als der Federer, aber er wird einfach so, Nummer 1. Ich meine, wer kann das von sich machen? Wer ist sonst noch Nummer 1 und hat sonst nichts gemacht? Donald Trump. Ja, gut, das natürlich. Ich meine, der kann einfach alles, der Typ. Und es ist schon so eine Entschuldigung. Es ist schon eine Entschuldigung von Leuten, dass sie sagen, haben wir jetzt gerade gehört von meinem japanischen Tennisspieler, der verloren hat, und dann hat er gesagt, ja, ich bin halt nicht der Roger Federer. Das wird so die Standardausrede, denke ich. Auf der Welt. Stell dir vor, das Grossi steht an der Kasse, ja, und kramt ewig im Kleingeld um. Der Mutter, mach mal vorwärts. Ja, ich bin nicht der Roger Federer. Und jetzt haben wir auch gerade gehört, diese Woche, der Pierin Vinzenz muss noch länger in U-Haft bleiben. Und ich freue mich schon, wenn er vor Gericht erscheint und sich entschuldigt und sagt, ja, sorry, ich bin nicht der Roger Federer. Ja? Wir haben den Privalo nicht bekommen, aber hey, wir sind nicht der Roger Federer. Ja, also ich kann Roger Federer bei allem und immer zuschauen. Am besten 24 Stunden am Tag. Das wäre schön, wenn das ginge. Krieg, Zerstörung, Castingshows. Ist Fernsehen nur noch traurig und sinnlos? Nein, denn jetzt kommt Roger One, der Roger Federer Kanal. Ein Fernsehkanal, auf dem nur Federer läuft. 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche. Roger, Roger, Roger. Roger One. Erlebe all seine Grand Slam-Titel. Jedes Spiel komplett in Slow Motion. Heute auf Roger One alle Antworten, die Roger jemals gegeben hat. Lange, ungeschnittene Interviews. Ein Fest für die Ohren. Auch starke Männer können weinen. Erlebe die persönlichsten Roger-Momente, begleitet von Stargeiger André Rieu. Und wenn du noch immer nicht genug hast, freu dich auf die Werbung. Denn wir zeigen alle Werbespots, die Roger jemals gemacht hat. Die schönsten Produkte aus aller Welt. Fei Chang Hao. Roger One, der Feel-Good-Kanal. Simply Roger. Roger One. Starke Männer weinen, nicht nur im Sport, sondern auch in der Politik. Gerade in der Stadt Zürich haben wir etwas sehr Berührendes, aber auch irgendwie Lustiges erlebt. Und zwar hat es eine Rochade gegeben, hier bei der Stadtregierung. Die haben das Departement, die 7 Departemente, neu verteilt. Und es sind, wie soll ich sagen, es sind nicht alle zufrieden gewesen. Die Presse ist dann auch geladen worden und man hat ihnen das erste Mal den neuen Ämterplan gezeigt. Haben wir den hier? Schaut mal. So. Corinne hat den Ämterplan aufgehängt. Schaut, Andreas hat das Gesundheits- und Umweltdepartement, der Michael industrielle Betrieb. Wichtig ist Folgendes: es hat so eine Rochade gegeben, wichtige, und zwar hier der Wolf. Ja? Der Wolf, der vorher im Sicherheitsdepartement war, hat auf einmal das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement übergezogen. Das ist nämlich hart. Da muss man nämlich auch den Schildkröten misten im Stadthaus. Und der, das vorher hatte, der Filippo Leutenegger, der hat das Schul- und Sportdepartement bekommen. Anstatt das Tiefbau, das er bisher hatte. Und das hat ihn wahnsinnig traurig gemacht. Doch eine erschütternde Aufnahme aus der Pressekonferenz. Bitte. Ich bin gegen meinen Willen in das andere Amt
versetzt worden. Also mir ist das Head weggenommen worden. Das tue ich sehr bedauern. Ich habe das nicht gewünscht. Ich finde es bedauerlich und ich bin noch ein bisschen am Stopp, können wir ganz schnell anhalten? Ganz schnell anhalten. Ja. 2 Sachen. Erstens, das ist der Filippo Leutenegger. Achtet euch bitte darauf, wie hier Corinne Mauch, sie, die die Ämter verteilt, wie sie ihn immer anstarrt. Ja, also, siehst du? Überleg dir gut, was du sagst, Filippo. Ja? Sonst kannst du auch noch die Meersäule ausmisten. Beachtet euch bitte. Können wir noch mal ein bisschen zurückgehen? Gut, jetzt bitte noch mal. Ich finde es bedauerlich und ich bin noch ein bisschen am Verdauen. Der Verdauungsapparat ist voll im Gang. Stopp. Verstörende Worte. Der Verdauungsapparat, also was er sagen will, ich finde es voll scheiße. Das wollte er eigentlich sagen. Damit. So, kommen wir noch ganz schnell weiter. Es ist nicht ganz einfach, wenn man so ein Amt, wo ich sehr viel gearbeitet habe auch, und glaube auch einiges geleistet habe, dann muss abgehen. Das ist so, da muss man nicht beschönigen. Der neue Vorsteher vom TED wird der Richard Wolf. Stopp, ganz schnell, stopp. Jetzt kommt der, der sein Amt geerbt hat, der Richard Wolf, der eigentlich Sicherheitsdepartement war. Und er hat es ganz brutal getroffen. Ja, er weiß gesehen, sie haben ihm gerade mal das Mikrofon abgestellt. Bitte? Jetzt nach 5 Jahren, wo man bleiben kann ich nicht. Das tut weh, das schmerzt und das ist ganz klar auch nicht mein Wunsch, das ist so gesagt worden. Stopp! Und wir spulen noch mal zurück. Können wir ganz schnell den ganzen Tisch haben? Stopp! So. Ich finde es bedauerlich und ich bin noch ein bisschen Und am an was Verdauen. mich diese Szene eigentlich auch erinnert hat, ist folgendes Bild. Schaut mal. Hier der Federer, Corinne Mauch, die die Ämtchen unter den Armen verteilt, ja. Und dann so zum Filippo. Da, Filippo, weisst du bist halt nicht der Federer, ja? Gut. Lasst reissen euch jetzt schnell zusammen. Jetzt wird es noch mal ganz wichtig für die Sendung, die ja auch einen politischen Charakter und auch einen Aufklärungscharakter, einen Aufklärungsauftrag hat, Deville Late Night. Und zwar kommt ja jetzt dann eine Abstimmung, die wahnsinnig extrem, also nicht wichtig, aber es ist wahnsinnig schwierig zu verstehen. Wir reden von der Vollgeldinitiative. Wahnsinnig ein schwieriges Thema. Ihr habt ein paar vorher wahrscheinlich schon die Abstimmungsunterlagen bekommen. Ich habe sie auch heute Morgen bekommen. Da sehen wir ganz schnell, wie die angeliefert werden. Es ist nicht ganz einfach zu verstehen, auch wenn man es aufmacht, dunkt es mich. Auch der Wahlzettel sieht ein bisschen anders aus als sonst bei der Vollgeldinitiative. Und es fühlt sich wirklich so an, der Staat gibt dir aufzugeben. Irgendwie werden die Abstimmungen immer komplizierter, habe ich das Gefühl. Und jetzt gibt er dir aufzugeben. Und als guter Bürger will man das ja auch richtig machen. Und dann sagt der Staat, schau, über Pfingsten geht es am ringsten, wie damals mal in der Schule. Jetzt sitzt du hin und lernst das. Wir werden in vielen Bewerbungsgesprächen in den nächsten Jahren werden wir hören, Deville, Sie haben hier eine Lücke in Ihrem Lebenslauf. Zwischen Dezember 17 und Sommer 18 was haben Sie gemacht. Ja, ich habe Vollgeldinitiative studiert. Ja. In der Zeit. Das wird passieren. Und man munkelt ja auch, dass jeder, der an die Urne geht und den Stimmzettel einrührt, dass er das Diplom für Volkswirtschaft gerade dazu gratis bekommt, so mit heim. Es ist nicht ganz einfach. Ja? Also früher war es wirklich viel einfacher mit den Abstimmungen. Es einfach geheißen, Ausländer raus, und dann haben wir gewusst, zack. Ja? Wenn der Ferien, haben wir gewusst, zack. Laurel, haben wir gewusst, zack. Und irgendwie heute wird das so schwierig alles. Am 10. Juni stimmen wir über die Vollgeldinitiative ab. Voll Geld, voll geil oder voll blöd? Oder einfach nur voll kompliziert? Hand aufs Herz, blicken Sie da wirklich durch? Verstehen Sie voll und ganz, wer, wann und unter welchen Bedingungen Geld drucken darf? Oder ungedrucktes Geld in Umlauf bringen darf? Geld, das gar nicht existiert, existiert dann doch. Aber nur, wenn genügend real existierendes Geld dem nicht existierenden, aber existenziell wichtigen Geld gegenübersteht. Und jetzt soll das nicht existierende Geld abgeschafft werden. Ist das nun eine exzellente Idee oder eine existenzbedrohende? Wie also abstimmen, wenn man nur Bahnhof versteht? Und fragten wir uns das nicht schon bei der Unternehmenssteuerreform 3, bei der Altersvorsorge 2020 oder bei der Senkung des Umwandlungssatzes bei den Pensionskassen? Viel besser wäre es doch, wenn sich Experten um solche Fragen kümmern würden. Frauen und Männer, die wirklich etwas davon verstehen.
die dafür bezahlt werden, sich mit politischen Problemen auseinanderzusetzen und die dann für uns entscheiden könnten. Regelmäßig würden sie sich treffen und mit den anderen Experten über die Probleme diskutieren und streiten. Wir könnten sie Volksavatare nennen oder Politamigos. Wir müssten ihnen auch ein Haus bauen, wo sie zusammenkommen könnten. Zum Beispiel in Bern. Und wir müssten schauen, dass uns nur integre, aufrichtige Amigos vertreten. Aber das sollte kein Problem sein. Schließlich können wir aus der ganzen Bevölkerung auswählen. Die Politamigos würden den Wohlstand der Schweiz sichern. Und wir wären befreit davon, langweilige Abstimmungsbüchlein zu lesen oder gar die Arena zu schauen. Endlich hätten wir Zeit für all die schönen und wichtigen Dinge des Lebens. Vollgeld, ja oder nein? Überlassen wir die Entscheidung einfach unseren Politamigos. Die können das sicher besser. Ich verstand doch auch zu wenig von der Wirtschaft, um zu sagen, wer Geld bekommt oder nicht. Politamigos. Es versuchen ja wirklich ein paar die komplizierte Initiative zu erklären. Zum Beispiel die Befürworter haben eine Seite aufgeschaltet, wo sie wirklich so schnell die wichtigsten Fragen gut erklären. Können wir doch mal schnell anschauen. Und jetzt reicht es mir auch. Ich habe keine Lust mehr. Deswegen mache ich jetzt die Bühne frei für die wundervolle, unvergleichliche und grossartige Patti Basler! Ja, jetzt, wenn es wieder schön wird für uns, ist ja eines der grössten Probleme das Littering. Und ich mache das auch. Also ich mache so Literatur. So Literaturminiaturen, Einwegtext. Zum Beispiel Aussprachefehler oder weshalb es in der Logopädie-Therapie überdurchschnittlich viele Raucher hat. Sie stummeln. Oder das Finkenparadoxon, beziehungsweise auf Hochdeutsch die ornitho-unlogische Inversion. Finken sind Vögel. Finken, das wissen die Deutschen nicht, darum verschrecken sie immer, wenn irgendwo steht, da herrscht Finkenzwang, dann meinen sie immer, das sei ein Fall für die Vogelwarte Sempach oder vielleicht gerade für Kesp, jetzt im Zusammenhang mit Schule zum Beispiel. Finken sind nämlich auch Hausschuhe. Wenn jetzt Finken Vögel sind und Finken Hausschuhe sind dann Vögel auch Hausschuhe? Nein, Vögel sind keine Hausschuhe. Vögel ist ein Schuhhaus. Gut, wir sind also sowieso gewöhnt, dass in der Schweiz immer alles doppelt und dreifach angeschrieben ist. Man liest irgendetwas und genau das Gleiche gerade nochmal, einfach in einer anderen Sprache. Oder? Da liest man zum Beispiel Eingang Entrée, Ausgang Sortie, Schrägstrich Exit, Schrägstrich Dignitas. Oder? Einfach immer so einen hohen Schrägstrich dazwischen. Oder immer so einen hohen Schrägstrich, zum Beispiel Danke, Schrägstrich Merci, Bitte, Schrägstrich SVP. Und letzte war ich im Fricktal, in einer Beiz. Und dort hat es dann auch so ein Schild gehabt, ist gestanden Toiletten, Schrägstrich Kegelbahn. Ja, das Wort Rollstuhlgängig kommt dann auch wieder ganz eine andere Bedeutung über. Wobei da oben steht Toiletten, Schrägstrich Stuhllager. Ja, und dann habe ich noch eine Ode an alle Frauen. Wir hatten ja gerade Muttertag, eine Ode an alle Frauen. Also das sind ja eine Art Legehennen, die Frauen, oder? Das ganze Leben lang produzieren sie goldige Eier und irgendwann kommt Menopause und dann ab in den Suppentopf. Und darum eine Ode in einem Kompositum. Ein Kompositum, das ist so ein zusammengesetztes Wort, oder? Das kennt man heute ja gar nicht mehr. Die Jungen, die haben ja nominale Bindungsängste, schreiben ja die Nomen immer auseinander, oder? Jetzt immer so ein Gap dazwischen, so wie eine Gletscherspalt, wo man reingehen könnte. Und darum meine Ode in einem Kompositum. Requiem für eine berühmte Legehenne. Eine eierlegende Eierlegende kommt zu ihrem Eierlegende. Ende. Und als letztes, morgen heiratet ja der Prinz da.
Und die wollen ja auch raus aus der EU, da, die Briten. Das ist gar nicht so einfach, oder? Und der grössere Prinz, der Will hat gesagt, mal, da geht schon, oder? Ich heiße Will, and where there is a will, there is a way. And where there is an April, Theresa May. Patti Basler ist das gesehen. So, kommen wir zur Tischlein. Richtig, und heute haben wir ganz einen wunderbaren, gefreuten Moment. Es ist jemand da, der wahnsinnig Spass hat, dass er heute da sein darf, der geplant hat, dass er hier etwas präsentieren darf. Es ist der weltbekannte Autor, unser werter Mitkollege und Teilzeitmami Gabriel Vetter! Ich muss euch erzählen, ich habe eine CD bestellt. Ja. Vor ein paar Tagen, gestern ist sie gekommen. Und sie sollte, glaube ich, da sein. Unten Sie ist da. Im Ding. Ich habe es schon gesehen. Ich habe eine CD bestellt. Ich bin so froh, wirklich. Ich freue mich. Bitte schön, da ist das bestellte Folgendes, Stück. das ist eine neue Band aus der Schweiz. Eine Band aus 6 jungen Deutschschweizer Frauen. Herz. Herz. Und dann habe ich wirklich gedacht, endlich mal eine junge Mütterband. Wenn da steht, 6 Powerstimmen, Mamis singen darüber, wie es ist, in der Schweiz Mami zu sein. Dann habe ich gefunden, endlich mal kommt Me Too auch mal in der Schweiz an. Ja, das ist höchste Zeit. So, dass man mal in der Schweiz darüber singt, dass 6 junge, selbstbewusste Mütter darüber singen, wie scheiße es ist, wie diese konservativen, patriarchalen Strukturen in der Schweiz irgendwie müssen sich klar als Mutter. Und jetzt ist da wirklich irgendwie da Ding jenseits von dem neobideren Einfamilienhäusli Scheissdreck, sondern wirklich, wenn man die alle denkt, yes, jetzt kommt Herz. Was haben wir bis jetzt gehabt? Irgendwie Schweizer Gofen oder Highway oder Gölle oder Grüezi wohl Frau Stirnimann, aber jetzt kommen, ich weiss, die Lieder habe ich noch nicht gehört. Lass mich raten. Lass mich raten. Das erste Lied ist sicher eine Empowerment-Ballade, die heisst «Mädels, Füße in die Luft». Ja, es heisst «Federn im Wind». Ja. Federer im Wind. Ja. Wenn wir mal schnell reinlassen, wir haben ja hier ein Beispiel da. Lassen wir mal rein. Lassen wir mal rein. Hören wir das mal? So eine einfache Liebe. Mehr brauche ich nicht. So ein einfaches Schluss! Nein, komm, das ist... Einfach ist es nicht. Nein, das ist... Es fehlt auch ganz klar. Wenn ich das anschaue, es sind so Namen, weißt du, unsere Namen im Sand, Königin ohne dich. Also wenn das wirklich... Nein, das ist nicht Empowerment. Also für mich tönt danach nach Stockholm-Syndrom das Musical. Ja. Es fehlen mir auch die Moment. Nein, wir müssen fair sein. Ja. Ne? Sagen wir es mal so. Wieso? Weißt, schau dir doch mal an. Das sind alles gut ausgebildete, schlaue, junge Frauen. Wieso lassen die damit sich machen? Wieso? Moment mal. Weil sie nichts gesagt hat. Nein, Moment. Es kommt mir ein bisschen vor. Weißt du noch, so, du kennst das so im Ostblock, so in diesen alten kommunistischen Ländern, wo es so die Chörli gegeben hat. Ja, klar. So in der DDR zum Beispiel. Ja. Da die Chörli, die so müssen drüber singen, so die FDJ-Chörlis, die müssen drüber singen, wie les das es ist und wie toll das alles ist, obwohl alle unterdrückt werden. Moment, schauen wir mal noch, wie sehen die aus, die Frauen? Also so FDJ, das ist die FDJ. So gesehen, sie sind die FDJ von der schweizerischen Frauenunterdrückung. Ja. Sie haben genau die gleichen Uniformen an. Wer hat den da erfunden? Das ist Hitmill. Ist das Hitmill Studios? Hitmill? Ja, das sind 3 Männer. Das sind klar, so scheisse Ideen können nur von Männern kommen. Ja. Die kommen nur von Männern. Wahrscheinlich so dümmere Ideen. Wahrscheinlich müssen wir uns irgendwie auf irgendwelches anderes Zeug dann noch gefasst machen. Weißt du, irgendwie so nicht nur Herz, 6 Mamis singen über das Mami-Dasein, sondern, keine Ahnung, zum Beispiel Filz. 6 pfiffige Steiner-Schul-Kindergärtnerinnen singen darüber, wie sie nur aus einem Meter Hanfschnur und 7 Globuli ein politisches Flashmob-Spektakel auf den Bahnhofplatz haben geknallt. Würde ich kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder, weiss auch nicht, zum Beispiel Sulz. Ne? 7 übergewichtige Metzger singen darüber, wie leer es ist, im Sonnenuntergang an einer Sau einen Bolzen oder Schädel durchzujagen. Ne? Mit der Single «Mit ins Hirn». Genau. Ja. Das wäre schön. Oder kann zum Beispiel auch etwas für die Väter mal. Knarz. 6 gescheite Schweizer Väter singen in Cis-Moll darüber, wie es ist, beim Online-Banking einen Dauerauftrag für die Alimente einzurichten.
Oder Milz. 7 aufgestellte Organspender aus dem Appenzell erzählen, wieso dass sie beim TÜV-Fahren nie einen Helm haben. Oder dann zum Schluss wahrscheinlich einfach auch Koks. 3 zynische Zürcher Musikproduzenten überlegen sich irgendwelche Scheissideen, was sie sonst an Gruppen noch verwerten und kommerzialisieren und am Klatschpöbel einfach vor den Latz knallen. So. Danke vielmals, Gabriel Vetter, für die Einschätzung. So, und wenn das auch so ans Herz geht, die Musik, und nicht weiss, was man mit sich anfangen soll, da kommt ein kleiner Verbrauchertipp von uns. Mit den Herrn Hürzeler Workshops das Leben besser verstehen. Vom klassischen Strick bis zur modernen Glutenvergiftung. Lernen Sie die Kunst des Sterbens in lockerem Freizeitlook und melden Sie sich jetzt für unseren Workshop an. Sterben in Shorts. Der Sterbeplausch für mich und dich. Sterben in Shorts. Ein Workshop von Herrn Hürzeler. Keine Wiederholungskurse. Zurück aus der Werbung, herzlich willkommen hier bei Devil Late Night. Jetzt bei unserem tollen Spiel. Das Spiel heisst Stammtischle. Und es ist nicht nur der großartige Gabriel Vetter hier und auch nicht nur der Agota, sondern auch die wunderbare Patti Basler sitzt bei uns am Stammtisch. Es geht so, du darfst anfangen mit einer Aktion, mit einem Menü darfst du wählen. Es gibt das Menü 1, zum Beispiel Faust auf den Tisch hauen, stilles Kopfschütteln, aufstehen und wieder absitzen. Es gibt Menü 2, man kann sagen, so eine einfache Liebe, kann man sagen. Oder immer bescheiden bleiben. Oder man kann sagen, Laurel. Oder man kann sagen, komme nicht raus. Ja, das geht auch. Oder Menü 3, das sind Klassiker, man kann einfach sagen, Stange oder Schale, Schorle, Kaffee Lutz. Jetzt ist genug heute unten und bravo. Also nur eins. Nur eins. Dann muss der Gabriel Vetter dies wiederholen und es alles dazu tun aus dem Menü. Dann kommt Agota, muss dies wiederholen und selber eins. Und dann komme ich, wo alle 4 dann muss sagen. Und dann geht es so weiter, bis jemand rausgeht. Und der zuletzt am Stammtisch sitzt, hat gewonnen. Der zahlt die Rechnung. Und kommt hier die wertvolle Devil-Gedenknadel über plus eine CD von Herz. So. Wir fangen an mit einer schönen Runde Stammtischler und du darfst anfangen mit einer Aktion aus dem Menü. So eine einfache Liebe. Wow! Gut, Gabriel Vetter ist Schluss. Yes! Ich bin die Erste! Yes! Ja, Entschuldigung! Yes! Entschuldigung! Oh. Nein, ich weiss, es sind mega schwierige Spiele, die wir hier machen. Patti, darfst du noch mal anfangen? Immer bescheiden bleiben. Immer bescheiden bleiben? Janni. Immer bescheiden bleiben. Janni, bravo! Immer bescheiden bleiben. Janni, bravo! Charle! Immer bescheiden bleiben. Janni, bravo! Charle! Immer bescheiden bleiben. Janni, bravo! Charlie! Roll! Das hast du schon gesagt, vorher. Immer bescheiden bleiben. Bravo! Nein! So, Kaffee Lutz! Jetzt brauche ich Kaffee Lutz! Das tut auf jeden Fall aber sofort! Leider haben die Gäste verloren gegen mich und Agota und deswegen musst du die Spange hier tragen, Tag und Nacht an deiner Stirn. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Meine Damen und Herren, das ist mit Devil Late Night. Mit dabei sind Gabriel Vetter, Patti Basler, Agota Demon. Gute Nacht miteinander. Bis nächste Woche mit Elisa Catena. Ciao.